Dan waren we door de Marisola. En dat was november de eerste van 2024. Dit klopt 10 Mars. Die zijn op 1250 KZ op het internet www.kikzksem.com. En dit is John Peters hier met gedanken die Gottes woord voor de nächste 15 minuten. Alright, dan had ik goed Marisola en dankzij voor inschalten. Deze korte boodschappen zijn op mijn YouTube channel te vinden. En wanneer je hart aan checkt, wel ik wieder. Dat je het irgendwem troost, moed, uit de hoepning. Viele mensen wonderen nog maar waarom deze modellen van zin vertalen. En ik vraag dan, en wanneer zin had je dag? En ze willen je dan, je weinig die zelfs je 3, 4, 5 opnamen. En ik heb hem gelezen, entschuldige, dat de zin waar je het meeste aan denkt, du hast het meeste trouble met. En zo, we zou ik dat gelijk maar vragen, hè. Maar weet je, de Jezus zei dat we in Helden Jesu arbeid, over vieren van zin, gerecht en gerechtigheid. En Johannes kapitel 16. En zo, mijn arbeid is, je aan te bijten en denken houden tussen Heiland gekomen, dat is voor de zin gestorben. En wanneer die geraad best, de vleeselijke natuur die blijft, de zin natuur die blijft erin, over den je te harschen. Die kostiviert zijn, over de zin. God vroeg je Kain, als hij zijn woord had over Abel, zijn broeder, laat de zin niet harschen over die, zegt God. En zo de boel heb ik. Ze zijn hier, ik doe hier gleich veel zin op na, maar ik zei, we zijn alle hart gekomen, we hebben ons alle verstaat. De schrift sagt, we zijn alle zinder. En wat fehlt een zinder? Den fehlt een heiland. Wer is de heiland? Jezus Christus, der gekommen ist, voor ons geleefd heeft, gestorben is, opgestaan is en nu bij de rechterhand Gottes zit en der verbed voor ons. Dat nennt sich, dat eigenlijk de hoogste woord is, das Evangelium. Op Plattdeutsch zeggen we dat Evangelium. En op Engels zeggen we the gospel. En die bedienen alle een ding. Die bedienen alle good news. Goede nieuwigheden. We hebben goede nieuwigheden voor jullie van deze Mars. De Heiland is gekomen. En zeg wel nog een klein beetje wieder reden van wat we veel in zin ontdekken. Want Paulus zegt, ik kijk niet naar heen. Ik kijk voorwaarts. En ik streng, ik doe me onstreng naar dat wat voor mij is. En dan vangt hij den Vers op interessant aan en zegt hij, niet dat ik dat al gewonnen heb. En niet dat ik dat al erreicht heb. En zo wat weer wat Paulus niet erreicht had, wat hij zegt, en wanneer je het wel lezen, dit is in Philippa 3, 13 en 14, en dan moet je teruggaan naar vers 11 en 12, en dus zegt dat wat hij nog niet erreicht heeft. Hij zegt dat ik Jezus wil beter kennenlernen. Dat is zijn verlangen, Jezus beter te kennen. En dan zegt hij, dat is waarom ik niet naar hen kijk, want dat is waar al mijn tekortkommenheden zijn, dat is waar die weideel zijn, dat is waar die, dat gebrek nog wat is. Ik kijk voorwaarts en kijk naar Jezus en ik wil hem beter kennenlernen. Wat is een mens, wanneer hij die wel beter kennenlernen? Zij eruit voor dit woord, hij is dan een vriend. That's right, hij is een vriend. So mijn thema van daar is Johannes 15, 15. Wo Jezus zu seinen Jüngern sagt, und denkt an, er soll 3 Jahre mit der Taufe gewesen, er hat die kennengelernt, er hat die gelehrt, er hat die reingemerkt für den Dienst, was sie wieder sollen tun. Und dann sagt Jesus in Johannes 15, 15, was sehr interessant ist und sehr wundervoll ist. Er sagt,
Aber nie sei je meine Knechten gewas. Ich sei je ein Lehrer gewas, oder je ein Wirt, ein Wort, was zu viel umbrücken ist. Ich sei je ein Rabbi gewas. Ein Rabbi, das wir ein Bibellehrer, ein Lebenslehrer, dem sie heranging. Und dann deuten sie alles, was der Rabbi verlangt, alles, was der Rabbi sagt, das deuten sie, dass wir am besten ist, die Bibelschule zu der Zeit. Nie sagt Jesus zu Ende, aber nie sei meine Knechten gewas, aber von hier wieder, sei je meine Freund. So, wenn Gott der Meister, Gott der Kreatur, Gott der alles gemacht hat, Gott der Heiland, wenn er sagt, die sind nicht mal mein Knecht, die sind meine Freund, was bedeutet das? Und das bedeutet, was deutet, das bedeutet eine Verbindschaft, das bedeutet ein Scheingehen, meine Freunde. Wir sagen dann nicht immer, wir so sehr über das christliche Leben. Well, wir kicken zu sehr nach hin. Ich glaube, wir kicken fährt nie, wenn es nicht sieht. Nicht der Frau, sollen wir keinem nach hin kicken? Well, ich will sagen, jo, wir sollen noch mal. Paulus sagt, wir kicken nach hin. Und ich glaube, das ist nicht leid. Wir wollen nach hin kicken, und wir müssen nach hin kicken. Bloß nicht zu sehr. Aber ich muss sagen, wir wollen nach hin kicken, und wir müssen nach hin kicken, aber nicht zu sehr. Denk mal an das Beispiel. Wenn die fährst, du hast ein großes Windschild fertig. Die Heavy, das ist fertig up und klar. Was von vorne wirst du sein, wenn du bloß einmal am Spiel kicken willst, zum sagen, was hängen die wir? Oder willst du sogar umdrehen, durch das hinterste Fenster kicken, sagen, was hängen die wir? Was von vorne wirst du sein? Weil die wirst bald machen, Struck sein. Wirst vielleicht bald ein paar Postboxen sind ungejagt oder sogar überjagt. Wirst du vielleicht sogar Matti haben. Jan hat gesagt, dass er legt es nie fort, ja gleich. Wenn er es abpacken will, dann kommt ein Videogame an, wo Menschen sich gleich ungebacken. Das ist ein Unterschied gleich, ne? Aber, Tor ist das Spiel da. Der ist zum Bruch. Ich glaube, einen Freund muss sehen. Ich tue 10% nach hinkicken und 90% nach fern. Was lernen wir von der hinkicken? Well, wir lernen, wo der vor ist. Wir lernen, was der Hängen uns ist. Wir lernen, was geworden ist. Was ist für uns, das was noch kommt. Und so, ja, Paulus sagt, er hat alle nach fern kicken. Und Paulus sagt, er hat bloß nach fern kicken. Aber wir weiten, dass nach hinkicken, hat eine Liga. Alright. So, aber mein Time of now ist nach fern kicken, wenn du bloß nach hinkickst, was von vorne was. Hing ist die Verdammnis, hing ist das Schwere, hing sind die Begrafnissen, hing ist, wo sie an sich verdammt haben, hing ist, wo das Hort gebrochen ist, wo fern ist Jesus Christus. So, nu ist die Frau, wo kicken wir hin? In der Fern, nicht so? So, nu werden wir noch mal von der Thema bekicken, wenn Jesus sagt, er will uns Freund sein. Wir haben mal ein Beispiel bringen, von wer wir Gott sein Freund in der Schrift. Dort wir den Mann Abraham. Paulus sagt sogar, dass Abraham wird genannt, der Freund Gottes. Was für ein Name ist das nicht? Und Gott sein Freund. Und wir wissen dort, da wir eine Begebenheit, wo Gott will die Stadt Sodom und Gomorra vernichten. Dann sagt Gott zu seinen Engelpartner, sagt er, will ich Abraham nicht alles vertrauen, wenn ich keine Secrets verarm, ich habe nichts geheim verarm. Was sind das? Das sind Freunde. Und so Gott lässt Abraham alles wissen, was er mit der Stadt wird tun. Abraham der Verbet. Und durch die Verbet kann Abraham sein Nephew Lot und seine Familie alle gerat werden. Das ist, was ein Freund ist. Wenn Gott ein Freund ist, dann lässt er die Dinge weiten. Was lässt er die weiten? In Jeremia sagt er wird die tiefe Dinge weiten lassen, was du nicht kannst. Und wenn Gott die Welt weiten lässt, das sind gute, tiefe Dinge, die uns besser merken, die uns ein Wandel besser merken und die das Leben herrlich merken. Ein Freund teilt alles mit dir. Und leicht die, nicht so? Wir haben noch ein Beispiel gekriegt, und gedacht an Freund sein mit Gott. Wenn wir Freund sein mit Gott in Jesus Christus, dann müssen wir nicht in Christ sein, dann können wir in Christ sein. Dann müssen wir nicht die Kirche fahren, dann können wir die Kirche fahren. Dann müssen wir nicht singen und schöne Lieder hören, dann können wir singen und schöne Lieder hören. Dann müssen wir nicht go to movies watchen, dann können wir go to movies watchen. Dann müssen wir nicht nach unserer Rede aufpassen, dann do wir nach unserer Rede aufpassen. Kennt ihr den Unterschied hier? Hier ist noch ein Beispiel. Die Schrift sagt, wir sollen beten und abhören. Und du hast fertig eine Verdammnis beibringen. Wir fragen uns selbst, weil ich habe hier über abgehört. Ich komme doch gleich nur einmal beten.
De Schrift sagt, betet ohne Unterlass. Hier können wir laat met beten. En all onze zorgen aanbrengen. Weet je, waar we in knaag zijn, dan is de verdonknis bij, dan zijn we te kort gevallen. Wat zegt het vriendtum? Wat zegt de vriendschap? Die zegt, ik wil een dag hebben met die top zijn. God zegt, ik wil een dag hebben met die top zijn. Ik wil gaan die zoals mij alles vertellen. En ik wil ook te die reden. Dat is niet wat een vriend heeft. Nu op einmal is er niet maar verdonknis bij den Farsch, betet ohne Unterlass. Er hier nicht auf mit beten. Auf einmal kann wir zu Gott beten. Wir können ihm alles vertrauen. Wir können sein Freund sein. Ist das nicht wundervoll? Ich will Kredit geben für dieses Thema zu Pastor Matt, was vielen Sinn auf unsere Kirche die Botschaft brach, ist von Colorado Springs. Aber ich dachte, dass er so viel Topposten mit was ich vielen Sinn hat, angefangen, ich Matt gehört hat. Ich dachte, das wird der zweite Teil sein. Vielleicht mal wieder nicht nach hinkijken met een ver. En vandaar dat ik dat vriendentum mag. Dat wie kan God zijn vriend zijn. Wir sind nicht mal sein Knecht, sagt Jesus in Johannes 15,15. En doe jij dat schijn, dan moet we niet beten, dan kan we beten. Der ist dann einen Tag nach bloß beten, nee, da kann keiner. Wir müssen nach eten, schlucken und schaffen sie wieder. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel geben von Isham, als wir die Phones hatten. Wenn das Phone abgehoben wird, dann sehen wir die Leine auf. Und wenn Isham, ich kann am meisten denken, wenn einer von den Parteien nicht abhängt, dann bleibt die Leine auf, dann können die anderen nicht mehr überhaupt ne? Das ist das Bild, was ich habe. Die Leine ist daher auf zu Gott, hier nur ein Gebet herstellen, hier nur Hallo sein zu Gott, und am Vertrauen, Dankeschön sein. Das gehört dazu nicht daher, wenn wir uns ihren Tag haben, und abknallen sind, die wurde die letzten Tag ever zu Gott, even sogar in den Träumen, sind eine Verbundschaft, eine Communication, eine Beziehung mit Gott. Das wird der Unterschied erst von Gott sein Freund sein oder Gott sein Knecht. Und Jesus sagt in Johannes 15,15, ich nenne ihn nicht mehr Knecht, aber ich nenne ihn Freund. Das ist die gute Neuigkeit von der meine Freund, muss Gott ihn segnen.